Ich bin ein emotionaler Mensch. Das heißt, ich kenne die ganze Bandbreite von Gefühlen, von himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Und vor allem in meiner Kindheit haben sich so Emotionen zum Teil sehr stark gezeigt. Ich kann zum Beispiel sehr schlecht verlieren. Und so hat es tatsächlich etwa die mal die Situation gegeben, wenn so ein Brettspiel nicht zu meinem Gusto dann gelaufen ist, dass es quer durchs Zimmer durchfliegen, weil ich so richtig hässig bin. Und meistens hat es einen rechten Moment gebraucht, bis ich mich wieder beruhigt habe. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde den Namen Mensch ärgere dich nicht schon fast ein bisschen zynisch bei so einem Spiel, nicht? Wo man sich gegenseitig heimtun kann und du bist so kurz vor dem Moment, wo es dann endlich funktioniert. Mittlerweile bin ich ein bisschen älter geworden. Und ich habe meine Impulse ein bisschen besser unter Kontrolle. Das heisst, ich schaffe es jetzt, dass es nicht jedes Mal eskaliert. Verlieren habe ich immer noch nicht gern und hässig werde ich trotzdem auch ab und zu einmal wieder. In unserer neuen Predigtserie befassen wir uns mit unserer Gefühlswelt. Gefühle gehören zu unserem Leben dazu und zu ihrer ganzen Bandbreite, von fröhlich bis traurig, von beschwingt bis betrübt, von zufrieden bis ängstlich. Und über eine lange Zeit hinweg ist in unserer Gesellschaft, das ist einmal mein Eindruck, eher nicht so üblich gewesen, dass man über seine Gefühle geschwätzt hat. Vielleicht kennen Sie von früher auch noch so die Sprüche, wie zum Beispiel, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Das Leben ist kein Ponyhof. Was dich nicht umbricht, macht dich stärker. Oder bist doch kein Mimösli. In den vergangenen Jahren hat sich das aber stark verändert. Und so wird es zunehmend uns bewusst, was für einen grossen Einfluss das unser Innenleben und der Umgang mit dem Innenleben auf unser Leben und auf unsere Zukunft kann haben. Weil wir wissen alle, nur weil man Gefühle auf die Seite tut, sind sie wegen dem nicht weg. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und wir alle kennen Situationen, wo wir gemerkt haben, Gefühle zu unterdrücken oder zu verleugnen, löst sie eben halt am Ende dann eben doch auch nicht einfach auf. Und schon ist es spannend, dass die Bibel schon seit vielen Jahrtausenden die Weisheit uns mitgibt, dass ein sorgfältiger Umgang mit unseren Gefühlen und mit unseren Gedanken einen extrem grossen Einfluss auf unser Leben kann haben. Es gibt zum Beispiel den Spruch aus Sprüche 4,23, was heißt: Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Oder eine andere Übersetzung hat einmal gehabt: Achte auf deine Gedanken und deine Gefühle, denn sie bestimmen über dein Leben. Ich habe den Eindruck, dass Gefühle eine lange Zeit so einen Schatten da haben, weil sie halt nicht so fassbar sind. Und in einer Zeit und in einer Welt, wo der Fokus stark auf dem Rationalen war und auf den Äußerlichkeiten, ist es irgendwie ein bisschen schwierig gewesen, Gefühle wahrzunehmen und ernst zu nehmen, weil man sie halt irgendwie nicht so anlangen und greifen. Ich glaube aber, wir alle wissen, das lohnt sich. In unserem Unterwegssein vom Leben immer mal wieder so Stopps einzuhalten und zu sagen, jetzt schau ich mal an und jetzt höre ich mal an auf das, was in mir drin passiert. Und so haben glücklicherweise Themen wie psychische Gesundheit oder Selbstfürsorge an Bedeutung gewonnen. Und wir wissen und wir reden darüber, wie wichtig das ist. Und so ein bisschen beim Nachstudieren und Nachforschen über das Thema habe ich gemerkt, das ist auch ein Thema, wo wir gemerkt haben, wie viele Herausforderungen das eben drin liegt, in diesem Umgang mit uns selber, mit unserem Innenleben. Und so heisst es zum Beispiel in einem Bericht, der da gemacht worden ist, dass fast 10% der Bevölkerung sich in den letzten 12 Monaten in einer Behandlung wegen einem psychischen Problem befunden haben. 10%. Im Unispital habe ich gelesen, rund 20% der Bevölkerung erkranken im Verlauf ihres Lebens mindestens einmal an einer schweren Depression. Jede 5. Gehen wir mal durch da bei uns in der Parkarena, was das bedeutet. Mit dieser Serie zum Thema Emotionen, ich fühle dich, wenn wir Raum schaffen für das in unserem Leben, in unserem Miteinander auch als Kirche, wenn wir uns mit unserer eigenen Gefühlswelt auseinandersetzen und vielleicht auch so Veranlagungen oder Muster in unserem Leben erkennen. Und wir wollen miteinander von der Bibel lernen, wie man gesund und weise mit seinen Gefühlen umgehen kann.
Und ihr werdet staunen, oder wir werden staunen miteinander, wie viel Weisheit das in der Bibel steckt, in einem Buch, wo viele sagen, das ist doch schon so alt. Genau zu den Sachen, die uns heute so aktuell beschäftigen. Und vielleicht hockst du jetzt da drin und denkst so ein bisschen, naja, ich bin jetzt eher so der sachliche Typ, nicht so wie jetzt ich oder eben andere, die du kennst, die dann so emotional sind. Hey, das mag sein. Und es mag auch sein, dass einzelne von diesen Gefühlen dir näher sind und du merkst, hey, mit denen hast du irgendwie, die beschäftigen dich mehr und andere ein bisschen weniger. Ich glaube, es kann trotzdem mega wertvoll sein, das mit einzutauchen in die Themen, auch wenn das vielleicht dich nicht überall gleich fest betrifft, weil wir alle auch miteinander unterwegs sind. Und gerade in Freundschaften oder in der Familie, in Beziehungen drin, halt unterschiedliche Menschen mit unterschiedlicher Art auch im Umgang mit Emotionen zusammen sind. Und so kannst du lernen, andere besser zu verstehen und vielleicht anderen auch ein besseres Gegenüber zu sein, in der Begleitung, im Miteinander unterwegs zu sein. Wie ich vorher schon kurz erwähnt habe, bei dem Gefühl geht es ja dann sehr schnell oft um die Gretchenfrage, ist jetzt Gefühl haben oder emotional sein etwas Gutes oder etwas Schlechtes. Spannend ist, Gefühle sind in der Bibel extrem präsent. Die kommen immer und immer wieder vor. Und vielleicht erstaunt es ein bisschen auf den ersten Blick, dass sogar Gott Gefühl hat. Gott wird als ein Gott beschrieben, der eine ganze Bandbreite an Emotionen kennt. Er kann Freude, Trauer, Groll, Liebe, Hass, Zorn, Erbarmen, Eifersucht, Reue oder andere Gefühle haben und die auch durchaus ausdrücken. Gott ist also ein Gott mit Emotionen, mit Gefühl und er hat uns in seinem Ebenbild auch als Wesen geschaffen mit Gefühl. Und wenn man das so anschaut, dann merkt man schnell, Gefühl zu haben und Gefühl zu empfinden, ist mal per se eigentlich weder gut noch schlecht. Es gehört einfach zu unserem Leben dazu. Das ist völlig normal und natürlich. Wir sind so gestrickt. Wir Menschen funktionieren so, dass Gefühle Teil von unserem Leben sind. Die entscheidendere Frage, und das wissen wir alle, ist nicht, ob wir Gefühle haben, auch nicht vielleicht schwierige Gefühle, sondern die Frage, wie gehen wir mit ihnen um? Was für eine Handlung, was für eine Reaktion folgt dann daraus, wenn wir gewisse Gefühle empfinden? Wir Menschen können eine wunderbar farbige Palette an Emotionen empfinden. Und so findet man, wenn man ein bisschen sucht, zum Beispiel im Internet, dann oft auch so ein Gefühlsrad oder ein Farbkonzept, wo man versucht, verschiedene Emotionen mit verschiedenen Nuancen oder Ausprägungen darzustellen, um uns auch helfen, Emotionen ein bisschen besser differenzierter wahrzunehmen und vielleicht auch einzuordnen. Und ich habe da ein Beispiel mitgebracht, es gibt noch andere, die so ein bisschen einfach darstellen sollen. Es gibt eine ganze Palette von Emotionen wie Liebe oder Freude oder Glück oder Zufriedenheit oder Zuversicht. Das sind eher angenehme Gefühle, die wir sehr gerne haben, wo wir Freude daran, wenn sie da oben sind. Es gibt aber auch unangenehme Emotionen wie Enttäuschung, wie Trauer, Angst oder Ekel. Das Gefühl eben so von Grund auf neutral sind, heisst ja nicht zwingend, dass sie wegen dem eben nicht auch Schaden anrichten können. Gerade dann, wenn sie unkontrolliert kommen, gerade dann, wenn sie vielleicht auf die Seite verdrängt werden, gerade dann, wenn man sich eben nicht genug Mühe nimmt, um sich mit ihnen zu befassen, dann können sie uns und anderen manchmal eben durchaus auch Schaden zufügen. Und ich denke, wir alle haben es schon erlebt, wenn Leute eben ihre Emotionen oder Gefühle nicht im Griff haben, wie das auf uns auch abfährt. Und wie dann Sachen passieren können, die wehtun und die manchmal über lange Zeit auch an uns kleben bleiben. Ich glaube, für uns als Menschen, auch für uns als Christen, heisst es zu reifen in unserem Leben, einem Glauben zu wachsen, dass man lernt, weise, konstruktiv mit den Emotionen umzugehen, die in unserem Leben drin sind. Das heisst, sie weder zu verteufeln oder zu verdrängen, wie das manchmal gemacht worden ist, noch sie in dem Sinn einfach ungehindert in unserem Leben wirken zu lassen und uns blind von ihnen leiten zu lassen. Wir werden in den nächsten 4 Wochen jeweils konkret so auf ein Spektrum oder eine Familie von so Emotionen eingehen. Und heute Morgen, wie wir schon am Anfang gemerkt haben, geht es um die explosive Emotionsfamilie von Ärger, Wut, Zorn, hässig sein. Ein guter Start, oder?
für so eine Predigt am Sonntagmorgen. Wir reden manchmal von Emotionsfamilie, um eben auch dem Umstand ein bisschen Rechnung zu tragen, dass sie nicht immer eine extreme Form ist. Oder Zorn oder Wut. Vielleicht ist der Ärger oder das Grummeln im Bauch oder ein Gefühl von irgendwie, ich bin ungerecht behandelt worden und du wirst dann vielleicht noch nicht sagen, ja, ich bin hässig oder so. Aber da drin gibt es halt Schattierungen und Nuancen. Darum würde ich auch immer das so ein bisschen Synonym brauchen. Wut, Ärger, Zorn, um so ein bisschen auf das zu gehen. Das kann verschiedene Schattierungen haben. Ärger und Wut, die haben gerade besonders in christlichen Kreisen eher einen schlechten Ruf. Das sind so Emotionen, die nicht so gern gesehen sind. Und wir alle gehen ja eigentlich grundsätzlich davon aus, dass Christen sehr besonnene und liebe und geduldige und freundliche Menschen sind. Einmal mindestens das könnte man meinen. Ein Blick in die Bibel verratet aber, dass auch die explosiven Gefühle von Wut, Ärger und Zorn schon immer da sind und dass sie auch zu Gott gehören. Zum Beispiel lesen wir im Römerbrief im Kapitel 1, Vers 18, Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. In der Bibel ist immer wieder die Rede davon, dass Gott selber auch hässig oder wütig oder zornig werden kann und dass er dem auch Ausdruck verleihen tut in einer gewissen Art und Weise. Und oft ist Gott dann hässig, wenn es um Ungerechtigkeit geht oder um Unterdrückung oder um Ausbeutung von anderen Menschen. Da lässt Gott nicht mit sich spassen. Es wird uns auch von einer Begebenheit berichtet, wo Jesus hässig geworden ist, der Sohn von Gott. Sie wird in allen 4 Evangelien beschrieben, nicht immer gleich, aber zum Beispiel im Johannes 2, was heißt, Jesus machte sich aus Stricken eine Peitsche und jagte die Händler mit all ihren Schafen und Rindern aus dem Tempelbezirk. Er schleuderte das Geld der Wechsler auf den Boden. Da kommt mir jetzt gerade wieder die Aktion in den Sinn. Ich fühle mich also in bester Gesellschaft mit Jesus. Er schleuderte das Geld der Wechsler auf den Boden und warf ihre Tische um. Den Taubenhändlern befahl er, schafft das alles hinaus. Das Haus meines Vaters ist doch keine Markthalle. Manchmal heißt es auch Räuberhöhle. Ich gehe davon aus, es war ein deutliches Statement, das Jesus da gemacht hat. Und ich nehme mal an, ein paar sind da auch ein bisschen irritiert gewesen, ab dieser Intensität von diesen Emotionen, die da sind. Wir können also festhalten, auch Ärger, Wut und Zorn sind Emotionen, die Gott kennt und sind Teil von unserer Empfindungswelt, die wir als Menschen haben. Und die grosse Frage ist, wie können wir jetzt gut mit ihnen umgehen, dass sie eben nicht Schaden anrichten in unserem Leben oder im Leben von diesen Menschen um uns herum. Und in dieser Serie werden wir so ein bisschen im Umgang mit den Emotionen immer an so einem 3-Schritte-Schema folgen, dass man sich ein bisschen besser merken kann, dass man vielleicht das ein bisschen mit heimnehmen kann und wenn man dann versucht, das einzutrainieren mal im Alltag und in diesen Situationen erlebt, sich einfacher daran erinnern kann. Und auch zurück aus der Kindheit das bekannte Sprüchli, schauen, hören, laufen. Mit Emotionen anschauen, anhören, und lernen, eben einen guten Umgang mit ihnen zu finden. Schauen, hören, laufen. Und für das stehen auch die Symbole, die ihr hier auf der Seite seht, auf diesen Bildschirm hier in der Parkarena. Schauen, hören, laufen. Schauen ist also die grosse Frage, wo kommt in meinem Leben rein Wut auf? Was sind das vielleicht für Situationen, für Auslöser, für Menschen, für Themen, wo irgendwo etwas in mir rein bewegen? Gefühl wahrzunehmen, scheint das ein sehr simpler und offensichtlicher Schritt. Es ist oft aber der entscheidende Schritt, der uns vielleicht in unserem Leben eben nicht zur rechten Zeit gelingt. Zu merken, ja, also, was empfinde ich überhaupt? Was macht überhaupt etwas mit mir? Und häufig reagiert man so schnell, gerade wenn es um so impulsive Gefühle geht, wie Wut oder Zorn oder hässig werden, dann passiert ja das manchmal mega schnell, dass man zack gerade irgendwie drin geht, zack gerade irgendwie zurückgeht und zu merken, wie da drin ist, nur schon der erste Schritt, mal wahrzunehmen, wo und warum kommt in meinem Leben hinein Ärger auf. Wut und Ärger werden oft von körperlichen Symptomen begleitet. Atem- und Pulsfrequenz steigen an, der Blutdruck steigt an, Muskeln spannen sich an, Blutgefäße verengen sich
Und durch den erhöhten Blutdruck schottet das Hirn sich von Aussenreizen ab. Es entsteht eine leicht differenzierte Wahrnehmung, die sachliche Argumente ausblendet und zu Kurzschlusshandlungen fördert. In dieser Situation, ließ sich da bei Oberbergkliniken, steigt die Wahrscheinlichkeit von körperlichen Auseinandersetzungen mit anderen oder Beschädigung von Sachgütern. Gibt es Situationen, Themen, vielleicht sogar bestimmte Menschen, die dich besonders hässig machen? Neigst du dich irgendwo dazu? Du merkst ja immer in so einer Situation hinein. Also Auslöser für Gefühle können sehr unterschiedlich sein. Vielleicht ist es so, wie ich anfangs gesagt habe, eine Reaktion auf Misserfolg oder vielleicht viel eher auf das Gefühl oder das Bedürfnis, das dahinter liegt, vom wertgeschätzt oder wahrgenommen werden. Und dann, wenn das nicht gegeben ist, dann wirst du hässig. Andere Leute reagieren sehr hässig auf Ungerechtigkeit. Wieder andere, vielleicht wenn sie sich angegriffen fühlen oder wenn sie sich etwas ausgeliefert oder ohnmächtig fühlen, dass sie eigentlich so eine Gegenreaktion hineingehen. Was ist vielleicht bei dir? Gibt es so etwas, wo du merkst, das ist so etwas, das dich dazu bringt, dass es in dir innen anfängt zu kochen? Gibt es einen Auslöser oder ein Muster? Anzuschauen und die Wut wahrzunehmen, bevor sie eben reagiert, ist der erste und entscheidende Schritt einem gesunden Umgang mit diesen Emotionen. Der zweite ist anhören. Vielleicht anhören mit dieser Frage, was möchte die Wut mir sagen? Stell dir einmal vor, die Wut wäre eine Person, die bei dir auf Besuch kommt. Und sie kommt zu dir und frag sie doch mal, warum bist du da? Wer hat dich geschickt? Was willst du mir sagen? Wut, Ärger und Zorn sind ein Warnsignal, wo dir zeigen möchte, dass etwas nicht gut ist, dass etwas nicht stimmt, dass man etwas verändern müsste, vielleicht in deinem Leben oder in einer Situation, die dir begegnet. Sie weisen dich darauf hin, dass du etwas weghaben möchtest, dass etwas auf die Seite da werden sollte. Und in dem Sinne ist eben Wut nicht einfach nur so ein mühsamer Gefühlsausbruch, der einem irgendwie so oft in die Tiere führt, sondern es ist etwas Wichtiges. Es sind wichtige Impulse für unser Leben, um gut und weise unser Leben auch steuern und lenken und leiten. Es ist ein Impulsgeber. Im Geo-Magazin heißt es, Psychologen und Psychiater etwa betonen zunehmend, wie wertvoll Wut sein kann. Etwa indem sie anderen klare Grenzen vermittelt, Warnsignale setzt, von innerer Spannung befreit, uns präzise Einsichten in unsere Schwachstellen vermittelt und zur Veränderung auffordert. Später heißt es dann auch noch, das ist nicht auf dem Slide, Wut zeigt dem Einzelnen, was ihn in seinen Grundfesten erschüttert, was ihm wirklich wichtig ist. Sie ist eine starke Antriebskraft, wird zum Impulsgeber für Neuerungen und sie erlaubt es, sich zusammenzuschließen und gemeinsam etwas zu bewegen. Wenn man anhört und fragt, Wut, Ärger, Zorn, was willst du mir sagen? Dann kann das wichtige Impulse sein für unser Leben. Vielleicht sogar für Veränderungen in dem Umfeld, wo wir drin stehen. Weil Wut und Ärger, die setzt Kraft frei, etwas zu bewegen, etwas zu verändern. Wie viele gute Sachen, gute Veränderungen, gute Entwicklungen in der Geschichte sind nur darum entstanden, weil Leute irgendwann mal hässig geworden sind über irgendetwas und gesagt haben, es kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, die Ungerechtigkeit. Es kann doch nicht sein, dass das so weitergeht. Es kann doch nicht sein, dass man dauernd irgendwie auf sich herumtrampeln lässt und gesagt, ich muss aufstehen und etwas verändern. Ich habe mal in einer Predigt von der Christine Kane so einen Satz gehört, ich kann mich nicht genau erinnern, wie er war, aber sie hat gesagt, wenn in deinem Kopf in den Gedanken umgeht, irgendjemand sollte irgendetwas machen, dann könnte es mega gut sein, dass Gott dich meint und sagt, du bist der irgendjemand. Du bist die irgendjemand, der jetzt da ist und die Möglichkeit hat, etwas zu verändern. Vielleicht im Kleinen, in deinem eigenen Leben. Vielleicht aber auch sogar ein bisschen im Grösseren,
indem du dich mit anderen zusammenschliessest und sagst, hey, lass uns etwas machen gegen das, etwas verändern daran. Anhören bei der Wut bedeutet also, danach zu fragen, warum kommt die Wut und was für ein Warnsignal möchte sie in meinem Leben hinein sein. Und oftmals ist der Schritt vom Anhören so ein Schritt, der auch hilft, dass die Gefühle wieder gehen können. Also ob wenn die Wut eben zu Besuch war und sie gehört worden ist, sie ihren Dienst von der Warnung da hat und dann sagt, ja und den Rest darfst du jetzt selber wieder machen. Entscheiden, wie es weitergeht, tut nämlich nicht die Wut, wenn wir anhören, sondern können wir Verantwortung übernehmen für die Handlungen und Entscheidungen, die daraus folgen. Schauen heisst wahrnehmen. Anhören heisst zu fragen, was möchte ich, die Wut oder der Ärger mir sagen. Und der dritte Schritt ist, einen konstruktiven Umgang mit Wut und Ärger zu finden. Ich lese wieder aus den Sprüchen 29, Vers 11. Ein Dummkopf lässt seiner ganzen Wut einfach freien Lauf, aber ein Weiser besänftigt sie schließlich. Der Spruch zeichnet einen deutlichen Kontrast. Ein Kontrast zwischen unkontrollierter und kontrollierter Emotion, von der Wut oder vom Ärger oder vom Zorn. Das Problem, würde ich sagen, ist nicht per se, dass wir hässig sind, sondern die Frage, lassen wir uns von dieser Wut bestimmen? Der entscheidende Teil in diesem Vers, dunkt es mich, liegt in dem letzten Wort. Schließlich, schlussendlich, nach einer bestimmten Zeit. Wie oft ist es so, dass eben die intensiven und explosiven Gefühle vom Wut und vom Ärger so schnell kommen und uns so schnell zu einer Reaktion hineintreiben, dass eigentlich der grösste Schaden nur schon dann verhindert wäre, wenn es uns würde gelingen, in so einer Situation eben noch gar direkt zu reagieren, sondern kurz bei sich zu bleiben, tief durchzuschnaufen, irgendwie Gedanken nochmal zu fokussieren und bevor ich irgendetwas mache oder sage, kurz zu überlegen, in welche Richtung das soll gehen. Wenn wir es aushalten, dem ersten Impuls zu widerstehen. Ein Dummkopf lässt seiner Wut einfach freien Lauf. Aber der Weise besänftigt sie schlussendlich. So Kurzschlussreaktionen sind mir gerade auch ein paar aus der Bibel in den Sinn gekommen. Ich kenne die Geschichte von Mose, wo er zugeschaut hat, wie ein Ägypter auf einen Hebräer einschlägt. Und dann ist er dort runter, pam, 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 und hat dann dem so fest aufs Dach gegeben, dass der dabei gestorben ist. Vielleicht könnte man sagen, gute Intention, gut gemeint, aber nicht so gut gemacht. Falsche Handlung, falsche Reaktion. Und Mose war anschliessend 40 Jahre in der Wüste. Oder der Petrus ist mir in den Sinn gekommen, in dieser Verhaftung von Jesus, wo er dort war und dann das Schwert gezogen hat und am Diener vom Hohenpriester, dem Malchus, das Ohr abgehauen hat. Und ein kleiner Spoiler, ich glaube nicht, dass er aufs Ohr gezielt hat. Zack! Gute Intention, er hat Jesus schützen. Schlechte Reaktion, schlechte Handlung. Jesus hat dann heilen, das Ohr wieder heilen und gesund machen. Die Bibel ermutigt uns dazu, unseren Ärger und unsere Wut nicht einfach ungehindert laufen zu lassen, sondern zu sagen, hey, lass uns das wahrnehmen und in Bahnen hineinlenken, in Bahnen hineinleiten, dass es uns und anderen nicht schadet. Ich habe mal gehört, dass es nur schon helfen kann, von 10 Hinterschieden zu zählen, weil das die Bereiche in unserem Hirn aktiviert, die für die Impulskontrolle zuständig sind. Das heisst, nur schon kurz einmal einen Moment dort zu nehmen, sich auf etwas zu konzentrieren und zu sagen, ich zähle mal schnell Retour. Könnte etwas sein? Oder vielleicht könnte es auch sein, dass der nächste Beitrag in einer Kommentarspalte oder die Antwort auf ein E-Mail, wo Emotionen in dir geweckt hat, vielleicht nochmal liegen lässt und mal als Entwurf verfasst und einmal eine Nacht darüber schlafst und am nächsten Tag überlegst, soll ich es immer noch so schicken? Stimmt es immer noch? Oder wäre es vielleicht gescheiter, etwas anderes zu machen? Und gerade im Umgang mit diesen Emotionen finde ich es extrem stärkend und tröstlich, zu merken, dass der Heilige Geist uns helfen möchte. Es gibt zum Beispiel die Frucht im Heiligen Geist. Das heisst, es ist Liebe und Freude und Frieden und Selbstbeherrschung und Nachsicht und Freundlichkeit. Ist etwas, wo Gott in unserem Leben wirken kann.
Manchmal fällt es uns selber vielleicht schwer. Aber dann auch ins Gebet hineinzugehen und zu sagen, Gott, hilf mir. Herr, hilf mir jetzt, nicht einfach zu reagieren, sondern können weise mit meinem Ärger, mit meiner Wut umzugehen. Zweiter Gedanke zum konstruktiven Umgang mit Wut und Ärger. Ich lese wieder einen Bibeltext aus Epheser 4. Wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich lebt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Wenn ich den Vers anschaue, fällt mir wieder auf, wenn ihr zornig seid. Es steht außer Frage, dass das ab und zu in unserem Leben passiert. Und an sich ist das auch nicht das Problem. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Dann ladet nicht Schuld auf euch. Barmherzigkeit und Vergebungsbereitschaft, das sind Eigenschaften, die unseren Glauben uns immer wieder dazu auffordern. Und vielleicht tönt das abdroschen. Und vielleicht tönt es altbekannt in deinen Ohren. Aber ich glaube, es ist enorm entscheidend. Ein Herz zu haben, das sich bewusst ist, dass wir alle Menschen sind, die Fehler machen. Und dass wir alle angewiesen sind auf Gnade und Barmherzigkeit und Vergebung von Gott und von anderen Menschen, kann uns helfen im Umgang mit diesen starken Emotionen. Oft macht uns unsere Wut und unser Ärger überheblich. Wir haben das Gefühl, wir sind im Recht. Wir haben das Gefühl, wir wissen es besser. Wir haben das Gefühl, wir sind in einer Position der Dominanz. Sich dem bewusst zu werden, das merken wir, alle Menschen brauchen Vergebung und Barmherzigkeit voneinander. Die Verse sind manchmal gebraucht worden, zum Versuchen, so einen frommen Schleier über die schwierigen Emotionen von Ärger und Wut zu tun. Oder? Lasst die Sonne nicht untergehen, versöhnt euch. Dann haben wir gemeint, ja, das müssen wir so ein bisschen am Friedenslieb oder einfach machen. Oder wir müssen vielleicht so Gefühle einfach vom Tisch wischen und so tun, unter den Teppich kehren, so tun, skeptisch sein, eigentlich gar nicht. Ich bin überzeugt, der Paulus meint das nicht damit. Er meint nicht damit, dass wir unsere Wut und unseren Ärger nicht wahrnehmen sollen. Aber er will uns daran erinnern, wir alle brauchen Vergebung. Wir alle sollen uns einsetzen, so viel es an uns liegt, für die Versöhnung miteinander. Es geht nicht um christliche Fassaden oder gute Miene zum bösen Spiel. Nein, es gibt Verhaltensweisen. Es gibt Sachen, die Leute gesagt oder gemacht haben, die mir geschadet haben, die mich zu Recht verletzt haben und die zu Recht Unrecht sind. Und das darf man auch sagen, das ist nicht richtig. Das ist falsch gewesen. Da hat jemand etwas Falsches gemacht. Er muss nicht ein frommes Mäntelchen drüber tun. Aber dort drinnen sich selber wieder bewusst sein, dass wenn ich mich festkralle an diesen Sachen, dass es mir Schaden tut. Und was, wenn ich unversöhnlich bleibe und Ärger und Wut denen nicht begegne und mit ihnen nicht umgehe, dass es vor allem mein Leben trifft und prägt und belastet. Vergebung leben. Also so eine Möglichkeit, um konstruktiv mit diesen Emotionen umzugehen. Sie sind ein Warnsignal. Vielleicht helfen sie uns, Schritt zu gehen in die Versöhnung. Und ich komme zum dritten und letzten Teil. Und da will ich auch wieder lesen aus dem Neuen Testament 2 Verse aus Jakobus 1, 19 bis 20. Denkt daran, meine lieben Geschwister. Jeder soll schnell bereit sein, zu hören. Aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet, und erst recht, ehe er, oder auch sie da in dem Fall, zornig wird. Denn der Zorn des Menschen bewirkt nicht, was vor Gott recht ist. Schnell parat zum Hören, sich Zeit lassen im Reden. Zeit lassen, bevor man hässig wird. Epheser 4, 31 bis 32. Mit Bitterkeit, Wutausbrüchen und Zorn sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an, redet nicht schlecht über andere und vermeidet jede Feindseligkeit. Ärger, Wut und Zorn sind Emotionen, die uns oft die Konfrontation mit dem Gegenüber hineintreiben. Und in dem sich gegenseitig eben dann Recht zu haben, gegenseitig zu überzeugen, gegenseitig Stärke und Dominanz zu demonstrieren, gibt es so eine Gewaltspirale. Es gibt ja das Sprichwort, das heisst, so wie es in den Wald hineinruft, so tönt es dann auch wieder raus.
Und gerade besonders bei Ärger und bei Wut und bei Zorn erlebe ich das so oft. Es schaukelt sich gegenseitig auf. Und selten mal ist mein Gegenüber dort, wenn ich so anschreie und sage, stimmt, hast recht gehabt. Auch wenn es vielleicht sogar noch so wäre. Aber in den allermeisten Fällen, wie reagiert das Gegenüber? Es schreit zurück. Und es gibt so eine Spirale, die sich immer weiter abdreht. Und es passiert so eine Entmenschlichung, nicht? Oder das Gegenüber ist plötzlich nicht mehr eine Person mit Bedürfnis und mit einer Lebenssituation, mit einer Geschichte, sondern es ist mein Find. Und es geht eigentlich nur noch darum, dass ich jetzt gewinne und er oder sie verliert. Und so setzt etwas ein. Und die Bibel macht uns Mut und sagt, stopp, halt inne und los an, los zu. Das heisst ja nicht, dass du einer Meinung musst sein mit dem Gegenüber. Es heisst auch nicht, in Situationen, wo du in unmittelbarer Gefahr bist, zu sagen, mach mit mir, was du willst. Aber es heisst, sich eine Herzenshaltung zu bewahren, die sagt, ich will mein Gegenüber als ein von Gott geschaffenes Wesen sehen. Und ich will wahrnehmen, wer das ist und was es beschäftigt. Mit Ärger und Wut und Zorn und vor allem den Reaktionen daraus ist, glaube ich, noch nie ein Konflikt einfach so gelöst worden. Aber mit Anhören, mit Verständnis suchen, kann möglicherweise eine Grundlage gelegt werden, um gemeinsam wieder weiterzugehen. Meiner Wut nicht unkontrolliert freien Lauf zu lassen, sondern sie zu besänftigen, Vergebung zu leben, anhören statt anschreien. Das sind ein paar praktische Gedanken, wie wir in unserem Leben konstruktiv mit Ärger und Wut umgehen können. Ich wünsche mir es für mein Leben, ich wünsche mir es für dein Leben, dass wir lernen, weise zu werden da drin. Die Gefühle, ihrem Potenzial zu sehen, das sie haben, um uns auf Sachen hinzuweisen. Aber die Energie, die freigesetzt wird, dann auch zu nutzen, um konstruktive Veränderungen anzubringen und nicht Landschaden anzurichten in unserem Leben oder im Leben von anderen Menschen. Ich bete zum Schluss. Vater im Himmel, du kennst uns ganz genau. Die Bibel sagt es, du kennst uns so genau, dass du weißt, wie viele Haare wir auf dem Kopf haben, jedes Einzelne. Und du kennst nicht nur das von uns, was man sieht, nicht nur die Fassade, die wir auswärts haben, wenn wir freundlich und nett und lieb und geduldig sind, sondern du kennst uns auch in den schwierigsten, in den herausforderndsten, in den peinlichsten Momenten von unserem Leben. Du kennst uns dort, siehst uns dort, wo es niemand sieht. Ich danke dir, dass ich mich nicht verstecken von dir. Dass ich nicht Angst haben, meine Gefühle dir zu zeigen. Auch wenn sie vielleicht manchmal unangenehm sind. Sondern dass ich wissen darf, du kennst mich, du siehst mich und du hast mich so geschaffen, wie ich bin. Ich danke dir auch für die schwierigen Emotionen in meinem Leben, auch wenn ich manchmal wünschte, sie wären nicht so da oder vielleicht nicht so häufig da. Und hilf mir doch, Heiliger Geist, zu sehen, was für eine Kraft drin steckt, sie wahrzunehmen und anzuhören, was sie mir sagen wollen. Weil sie sich positiv auf mein Leben und auf mein Umfeld auswirken können. Herr, hilf uns, konstruktiv umzugehen mit unserem Ärger. Schenke uns die nötige Selbstbeherrschung im Moment, um eben innezuhalten und nicht einfach gerade rumzugehen, sondern mal da zu stehen. Vielleicht den Esel am Berg zu sehen. Jetzt zusammen, wenn wir beten für die, die jetzt immer noch Schmerzen haben, in ihrer Seele, in ihrem Herz, wegen dem unkontrollierten Ärger, der unkontrollierten Wut von Leuten in ihrem Umfeld. Ich weiss aus meiner eigenen Erfahrung und aus dem Leben von so vielen. Herr, hilf uns, heile unser Herz, hilf uns, vergeben zu können. Hilf uns auch dort vergeben zu können, wo vielleicht die andere Person nicht einsieht, dass sie im Unrecht ist. Hilf uns, die Last von unserem Leben zu nehmen, dass uns der Ärger und die Wut nicht länger beherrschen darf. Und hilf uns, dort, wo es möglich ist, Vergebung zu finden und Versöhnung zu finden mit Menschen in unserem Umfeld. Und ich will beten für uns als Kirche, als Gemeinschaft, wo wir miteinander unterwegs sind. Dass
wir als gute Begleiterinnen und Begleiter sein können im Alltag, in unseren Groups, in unseren Freundschaften, die wir haben, in unserem Zusammenkommen. Dass wir uns ermutigen und Mut machen können, konstruktiv umzugehen, helfen dabei, konstruktiv umzugehen mit unseren Emotionen. Wir brauchen deine Hilfe und dein Segen in unserem Leben. Amen.